In den 2 Tschetschenienkriegen hat Russland gezeigt, dass es die kaukasischen Völker nicht ziehen lässt. Die Armee hat Grosny in Schutt und Asche geschossen. Die Tschetschenen zu einem Bleiben, gar zu einer Zusammenarbeit zu bringen, vermochte Moskau nicht. Das ist, was vom heftig umkämpften Minutka-Platz übrig geblieben ist. Hier haben die Kämpfer ihren Widerstand konzentriert, ehe sie die Stadt verlassen haben. Nun finden sich hier überall Posten, die jede Bewegung der wenigen noch Verbliebenen kontrollieren. Die Stadt, in der einmal 400.000 Menschen lebten, ist heute praktisch menschenleer. Übrig ist hauptsächlich die russischstämmige Bevölkerung, alte, kranke, Menschen, die sich nicht retten konnten, weil sie kein Geld hatten, um zu fliehen. Von unseren Bekannten habe ich 25 begraben, sagt die pensionierte Lehrerin. Es ist eine Fügung des Schicksals, dass ich noch am Leben bin. Und die sich hier treffen, sind alle, die von diesem einen Bezirk der Stadt überhaupt noch am Leben sind. Die russische Führung hat klargemacht, dass sie einen Zerfall der russischen Föderation nicht zulassen will. Sie hat in Grosny ein fürchterliches Exempel statuiert. Doch nun stellt sich die Frage, wie soll es in Tschetschenien weitergehen? Grosny ist derzeit nichts als ein Symbol für einen völlig sinnlosen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Die brennenden Ölförderanlagen in den sogenannten befreiten Gebieten zeugen ebenfalls vom Wahnsinn des Krieges. 15.000 Kleinraffinerien auf dem Territorium der abtrünnigen Republik haben den Tschetschenen geholfen, den Krieg zu finanzieren. Angezapfte Pipelines aus Aserbaidschan und reiche eigene Vorkommen haben die Raffinerien gespeist. Ob Krieg oder nicht, der Treibstoff war in ganz Russland begehrt. Von den Kämpfern beim Verlassen angezündet und von den russischen Truppen in Brand geschossen, verwüstet das austretende Öl nun Felder und Steppen. Der historische Grenzfluss Terek ist tot, die Ölpest zieht sich hin bis zur Kaspischen See. In der russischen Militärbasis Khankala unmittelbar vor Grosny versteht Generalmajor Troschew die Welt nicht mehr. Die jungen Tschetschenen sollen sich den russischen Truppen anschließen, meint er, um das Land von den Banditen zu befreien. Stattdessen schauten sie nur zu, wie sich die russischen Soldaten für sie abmühten. Russland hält an der Vision fest, hier geht es um einen Kampf gegen eine Handvoll Banditen. Doch muss man deswegen eine Stadt in Grund- und Boden bomben? Mit der vollkommenen Zerstörung Grosnys hat sich Russland eine ganze Generation neuer Feinde geschaffen. Und für sehr lange Zeit gibt es hier überhaupt keine Aussicht auf Frieden.